grüße meine Eltern, falls sie das Video wieder sehen. Also liebe Eltern, schaut das Video nicht an. Ja. Kannst du es am Anfang unterschreiben? Ja. Hey, yo zusammen, was geht ab? Ich bin David und willkommen auf meinem Kanal. Heute sind wir in Laufburg rum, an der Kilby, Hela heisst es. Ja, was willst du? Komm da hin. 1 gegen 1, Schlägerei. Ja. Also komm. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Immer auf den Stein setzen. Wie gesagt, wir sind in Laufburg rum. Laufburg Szene, edit mich bei in Fortnite und ich gehe jetzt heim. Ciao. Wir drehen hier jetzt die Umfragen. Ich würde sagen, wir reden gar nicht so lange um und viel Spaß mit dem Video. Peace. Also Brüder, wie heisst du? Motto. Also willst du sagen, das ist der höchste Berg auf der Welt? Ja, genau. Ich bin der Bruder von Matterhorn. Ich bin Cousin von Matron. Lass mich raten, du bist Onkel von Matterhorn. Ja. Sind ihr viele in Laufburg rum? Ja, jeden Tag. Wohne in Laufi. Wohnst du in Laufburg? Okay. Ich wohne in Keiste. Ich wohne da. Also, erzählt mir ein bisschen etwas über Laufburg. Ja, geile City, besser als Keiste. Besser als Keiste? Ja. Doch. Okay, was hat's in Laufburg alles? Geiler Bahnhof, Kiosk, geiler Coop. Geiler Coop. Ja, aber der ist geschlossen, das ist scheiße. Ja, es hat halt Coop, was Keisel nicht hat. Willst du mir sagen, dass Coop übervoll ist? Immer. Vor allem jetzt wird neu, sicher 100% besser. Und das Lauf ist halt immer rum, weil der Bahnhof halt... Ja, Bahnhof ist schon wichtig, sehe ich schon. Also, erzähl mir etwas über Laufburg. Laufburg ist Loch. Ich komm mal, was sind Ich wohne in Keiste, wir haben Volk, wir haben alles. Was sind ihr in Geisten? Wir haben Volk, wir haben Gemeinde. Gemein? Wir haben auch gemeint. Ja, wir haben Schlossberg. Lauf ist einfach 10, wir haben da alles. Du kannst Fußball spielen. Also, Fußballplatz, es hat mehr Erde als Rasen. Mehr als Rasen? Ja. Würdet ihr sagen, dass Laufburg eine gute Fußballmannschaft hat? Safe. Ich natürlich. Und dann Elia und der Bruder von Elia. Ja, Lauf ist schon gut. Ist gut. Von wo sind ihr eigentlich? Von Keisten City. Keisten. Alles Keisten hier, ja? Keisten! Szene. Szene, was hat's in Keisten? Erzähl mal. Kindergarten, Schule, Volk. Was ist Szene? Du musst sagen, Szene ist Kindergarten. Weißt du, wie viele Kinder Wie viele Kinder sind dort? Voll viel. Was hat's hier in Keisten? Erzähl mal. Ein Volk, ein richtig geiler, der bis am 9 Uhr offen hat. Eine Schule, ein Kinski, ein Spielplatz und ja, keine Ahnung. Sind ihr oft in Laufburg rum? Ja. Ja, Was hat's alles in Laufburg? Erzähl mal. Aue. Ja. Frauen? Blaue. Ah, blaue. Was ist das? Schule. Schule. Was hat's sonst noch? Bahnhof. Bahnhof. Hela. Und sonst noch, wenn es kein Kilby ist? Eben Blau oder Bahnhof für die Mar. Was hat's in Laufburg? ein Badi, Schule, blaue, Bahnhof, Kiosk. Auf Coop sind ihr stolz, okay. Erzählt mir ein bisschen etwas von Laufburg. Laufburg ist sehr schön auf jeden Fall. So eine Altstadt, so. Ich finde das voll schön und so. Also kommt alle mal Laufburg. Okay, was sagst du? Laufburg ist gerade am Rhein, das ist sehr schön. Da geht man in die Schule. Müssen wir jetzt nicht drüber reden. Wie viel die Klasse bist du? 7. jetzt, also erste Oberstufe. Bist du ein anständiger Schüler? Geht so. Nein, ist er nicht! Sagt er! Wieso nicht? Was machen wir? Nein, er ist der Beste im Fall. Er ist besser, er weiß alles. Laufburg ist cool, aber Keisten ist besser. Ja, was hat's in Keisten? Alles. Keiste ist rum. Ja, was hat's dort alles? Erzähl mal. Geile Leute, Volk, Volk! eine Gemeinde. Andere Coop. Alles. Ja, besser was? als Keiste. Ja, Coop, Museum, Museum, ja. Hela. Keiste kann sich kein Hela leisten. Keiste hat Dorffest alle 2 Jahre. Und Ja, trotzdem. Keiste kann sich kein Hela leisten. Laufenburg schon. ich habe immer einen Ja. Gen bekommen, du nicht. Trotzdem. Ich wohne auch Laufenburg. Also, erzählt mir mal, was ist das Krasseste, was euch an der Kilby passiert ist? Dass der Motto noch ist. Ihr mit eurem Patronnamen angekommen. Und sonst? Ja, was da jetzt noch? Gute Döner. Aber nicht zu teuer. Das ist das Krasseste, was dir passiert ist. Ja. Also, ich bin auf einer Bahn und dann, wo ich wieder zurückgegangen bin, habe ich auf meine Tante gekotzt. Wieso, Bro? Weil es ist mir irgendwie schlecht gegangen. Oh, hast du nicht können steuern? Nein, es ist vor mir gestanden. Du musst ein bisschen reinkotzen. Ja. Du? Bei mir war es schon schlimmer. Ich bin auf der Autobahn. Ich Warte mal, du hast auf die Seite, Bro. bin einfach rausgeflogen. Wie rausgeflogen? Ja, ich habe mich nicht angegurtet. Ja, ist das schlimm? Ja, Bro. Ja, ich habe mich vorher auch nicht angegurtet. Niemand hat etwas gesagt. Ich bin rausgeflogen. Aha, du bist rausgeflogen? Ja. Aha, du bist aus dem Busch. Ja. Alter! Vorher, ich bin am Fahren und habe einmal meinen Fuß umgeknitzt. Okay. Und jetzt so zwei, ich kann nicht mehr laufen. Ja, wieso bist du da? Hela. Was steht heim? Hey, nein. Okay, erzähl du mal. Auto, Handy ist rausgeflogen. Ich habe Nasenbluten bekommen. Nasenblüte? Ja. Dein Handy rausgeflogen ist? Nein, also Handy ist rausgeflogen, ich wollte nehmen und dann putscht einer voll rein und ich gegen Lenker. Ich bin abgestaubt worden, 10 Franken. Was bist du geworden? Die haben mir 10 Franken abgestaubt. Gestohlen? Nein, die Bar kostet 4 Franken, ich habe Ja. ja. 20 gegeben, sie geben mir nur 6 Franken zurück. Ah, die haben dich abgezockt? Ja. Okay. Hast du sonst noch etwas? Nein. Ich bin wahrscheinlich mal verfolgt worden. Von wem? Von irgendwelchen Pedo. Ah, was? Okay, was hast du denn gemacht? Nichts.
Sie haben mich verfolgt. Bist du nicht abgehauen? Doch, mit einer Kollegin. Hey, ich bin auf dieser Bahn, ich bin am Filmen und dann ist mein Handy runtergefallen. Ist das Handy noch ganz gewesen? So halb, es ist noch gegangen, aber es ist halt kaputt gewesen. Wie viel hast du zahlen für Reparatur? Ich glaube irgendwie 300. Ich war so da gewesen, letztes Mal. Und dann, ja, dort ist so eine Bar und so. Wir haben alle abchecken dort. Und dann, ich bin dort so gegangen, einer ist so, gewesen. Das ist das Krasseste, was passiert. Ja, es ist so geil gewesen. Wir haben alle Hela Laufenburg. Also ich bin letztes Jahr auch da gewesen, ich bin Putschauto gefahren. Wir touchen so ineinander. Plötzlich mein Putschauto ist einfach kaputt gegangen. Nein. Doch. Die ist kaputt gegangen. Er ist einfach abgehauen. Ja, ich bin einfach rausgerannt. Jungs, ist jetzt wild. Ja, haben die nichts gesagt dort? Doch, die haben irgendetwas rumgeschreit. Also ich bin einmal Hela gewesen. Also ich bin jedes Jahr Hela nur da wegen Churros. Wegen Churros? Ja, wegen Churros. Sonst nichts? Nein, Crepe. Ja, Bahnen und so, scheißegal. Nein, Putschauto. Was hast du erlebt? Ich war mal auf der Bahn da und auf einmal hatte ich so eine Schraube in der Hand. Ich dachte, kaputt gehen. Schrauben, einfach Schrauben. Aus dem einfach Schrauben, dann kaputt gehen. Ich dachte, ich stirb. Was muss eurer Meinung nach eine Frau haben? Sie muss auf jeden Fall loyal sein. Sie muss wissen, was Motto ist. Was muss sie wissen? Was Motto ist. Und schon geiler Arsch. Okay, du? Also, loyal, dann weiße Nägel. Was habt ihr mit weißen Nägeln, Ja, Jungs? es sieht einfach geil aus. Weiter? Braune Haare, weil blond nicht so loyal. Und ja, grosse Wunder. Bunde. Was muss sie für eine Frise haben? Tempo. Hey, perfekt. Ja. Du? Taper mit Design, mit Herzdesign. Was muss deiner Meinung nach Mädchen haben? Es sollte loyal sein, gut gepflegt, Gut gepflegt. grosse Giat. Was? Jungs, was sind das für Wörter, Jungs? Dann eine gute Persönlichkeit. Und Frise? Boxen ist schon schön, finde ich. Hey, es ist mir zu viel heute, hey. Also einfach guter Charakter, sie muss gut aussehen. Oleg, was machst du da? Wie viele Leute da? Okay. Sie muss gut aussehen, geil, guter Charakter. Ja, eigentlich nicht viel. Was muss eurer Meinung nach Typ bieten? Er muss Humor haben. Also, gleiche wie ich. Er muss mich verstehen. Ist das alles? Ja, es gibt noch ein paar andere Sachen, aber ich weiß auch nicht. Jeder hat seine Bedürfnisse. Ja, eben das, was ich gesagt habe. Aufmerksamkeit. Aussehen? Ja, muss er auch haben. Wie muss er aussehen? Es kommt nicht aufs Aussehen drauf an. Es kommt aufs Innere drauf an. Oh, sagst du das nur, weil du im Video bist? Ja, nein, Spaß. Okay, erzähl mal, auf was kommt es drauf an? Ja, also er muss Humor haben. Ich weiß es nicht. Ja, komm, es muss noch mehr drinstecken. Also charakterlich, er soll auf jeden Fall lieb sein, gut mit dir umgehen und einen guten Humor haben. Und aussehen light skin, dunkelblonde oder braune Haare und Kanake-Style. Kanake-Style? Ja. Was heisst das? Ja, so wie die alle hier so ein bisschen. Das ist dein Beuteschema. Ja. Also, Guter Haarschnitt. was ist guter Anschnitt für dich? Ja. Edgar? Nein. Nein. Also, erzähl mal. Ja, einfach guter Haarschnitt. Ja, was heisst das? Ja, keine 3 Meter lange Haare. Also, Typen mit langen Haaren no-go. Ja. Er muss Style haben. Was definierst du unter Style? Keine Skinny Jeans. Also, erzähl mal, was muss deiner Meinung nach eine Frau haben? Wie heißt das? Nägel müssen weiss sein. Ich feiere das. Weiss ist geil, oder? Weiss ist, du brauchst Nicht weiße so eine Jeans, die so geil ist, aber so, es muss so perfekt sein für mich. Was heisst perfekt? Muss es dünn sein, weit? Das ist eigentlich egal, aber... Ja, Bro, du musst nicht aufwachen. Und sie hat so Ohrenringli. Nicht so grosse Haare, das mag ich nicht. So kleine Ohrringe. Ja, genau, so klein. Also ich finde, sie sollte eine schöne Stimme haben. Das ist sehr wichtig. Sie muss nicht Germany's Next Topmodel sein, aber sie sollte auch nicht halt, jetzt aussehen wie meine Oma. Nägel ist mir eigentlich egal. Sie sollte guten Style haben. Und am besten einen Boxerschnitt. Boxerschnitt? Ja. Frauen mit Boxerschnitt? On top. Wieso, Bro? Ist einfach schön. Okay, was sagst du? Was muss eine Frau deiner Meinung nach haben? Ja, sie muss schon hübsch sein. Sie muss guten Charakter haben. Das Erste, was Charakter sagt. Sie muss Fußball spielen. Ja, und sie darf nicht asozial reden. So, ey Bro, alter Digga und so. Okay, valide Punkte, ja. Ja, ich bin ein Bub, Bro. Ja. Okay, Buben dürfen so reden, Mädchen nicht. Ja. Ja. Okay, was sagst du, Bro? Auch Charakter, sollte schön sein, sollte Fußball spielen, sollte Ronaldo-Fan sein, Madrid-Fan, Sehr gute Punkte. Juve-Fan und sollte sagen, dass Messi scheiße ist. Barca auch scheiße ist. Und was bist du bereit, Frau zu geben? PS4, weil ich habe PS5 gekauft. So brauche ich nicht. Was ist, wenn sie es nicht will? Ja, selber schuld, dann behalte ich es. Ja, sonst spielst du nichts. Ja, eigentlich auch wie ihn, aber ich sage es nicht, weil ich nett bin. Aber ich bin ein guter Junge, deswegen sage ich es nicht. Du bist ein guter Junge. Ja, nein, eigentlich nicht. Okay, du? Aber PS4, PS5, wenn sie nicht will, Pech gehabt.
Dann spielt sie einfach Nintendo Switch, keine Ahnung, Mario oder sowas. Was ist, wenn sie gar nicht gamen will? Dann ist sie einfach dumm. Und was bist du parat? Typ 2. Ich würde sehr oft mit ihm rausgehen. Rausgehen? Also Zeit verbringen. Was heisst rausgehen eigentlich? Ja. Zeit verbringen. Zeit verbringen. Ja, wie? Halt, hey. Einfach viel Zeit nehmen für ihn und nicht die ganze Zeit nur mit Kolleginnen draussen sein. Also viel Aufmerksamkeit. Ich würde wahrscheinlich viel mit ihm unternehmen und ja, auch so kleine Geschenke oder so, materielles und ja. Ich gebe ihr alles, was sie will, wenn sie zu mir nett ist, weißt. Und sie lernt bei mir FIFA spielen, dass sie für mich 20-0 holt und dann kann sie dich coachen in FIFA. Du bietest eine Frau Coaching an in FIFA. Ja, ich tue sie ihr beibringen, weißt. Okay, was sagst du? Also ich finde, ich bin humorvoll. Ich kann ihr bei Mathe helfen, bei Deutsch helfen, falls sie das nicht so gut kann. Das sind gute Punkte, ja? Ich kann ihr generell in der Schule helfen. Das Einzige, was ich in der Schule nicht helfen kann, ist Sport. Dort bin ich nicht so hervorragend. Würdest du sagen, dass du der Klassenblaum bist in der Schule? Nein, nicht wirklich eigentlich. Was bist du parat, eine Frau zu bieten? Ein AMG? Hast du einen? Nein. Ich habe Geld ab. Wie willst du etwas bieten, wenn du nicht hast? Business. Ich mache Business, dann kaufe ich ihr AMG. Was für ein Business willst du machen? Drogendealen. Nein, Spaß. Ich biete ihr Hela. Ich mache Date mit ihr in Hela. Das bietest du ihr? Ich gehe mit ihr Putschauto, wenn sie sich verletzt, gehen wir zusammen ins Spital. Wenn ein anderer Typ sie verletzt, was machst du dann? Ich verletze ihn auch. Er geht Intensivstation. Was ich ihr biete? Loyaler Mann, viel Geld und ich kann ihre Fußball spielen lernen. Hast du viel Geld? Ja, Wie viel hast du auf dem Konto? ich weiß nicht, aber genug. Hast du mehr als 1000? Ja. Wieso lügt er die ganze Zeit? Ist er auf den Kopf gehabt, glaube ich. Ja Leute, das war's gewesen. Bro, was machst du da? Erzähl mal, was sagst du den Leuten, die gesagt haben, sie wollen Boxerschnitt mit der Frau gewesen? Oh mein Gott, das ist verdammt geil. Alle Frauen machen Boxerschnitt. Wenn es euch gefallen hat, like das Video, schreibt rein, wo ich als nächstes kommen sollte und ja, folgt meinem Kanal, folgt mir auf TikTok, auf Insta und viel Spaß mit den nächsten Videos. Und kommen Lobenburg! Peace! Was haben den Zuschauern zu sagen? Dann kommen alle Hela. Inter ist krass. Sind loyal, schätzt, was ihr habt. Und an alle Mädchen da draussen, macht den Boxer, vertraut. Also wenn ihr Barca-Fans sind, helft euch selber oder so, geht zum Therapeut. Wenn ihr nicht gut im Fußball sind, was wollt ihr machen? Lieber gut im Fußball als nicht. Als nicht. Als nicht. Ronaldo ist besser als jeder einzelne Fußballspieler auf der Welt. Ich grüße Frank Show! Frank Show! Ja! Ja, Mann, Frank Show! Kleines Tier.